Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Ja, wir sind nach wie vor in Ostagar und suchen hier weiterhin nach der Gegenstände, Rüstung, Waffe und so weiter von dem verstorbenen König. Und wenn möglich, bestatten wir den Guter auch noch standesgemäß, wenn es irgendwie möglich ist. Eisbolzen und Veridium-Kettenstiefel, warum dann nicht? Oh, toter Mabari. Und so ein widerlicher Genlock-Schurke, der da noch rumschimmelt. Aber Hauptsache wie ich die Tuba-Mucke wie Sau. Ja, wie ich die Tuba-Mucke wie Sau muss immer Cyberdenner. Sobald das Wom kommt, weiß ich Bescheid. So, Sausack. Oh, da kommt auch noch was. Verderbniswölfer. Ja, nur Verderbniswölfer. So, komm her, du. Ohne Level gibt's noch. Geil. So, ein bisschen dunkle Brut ist auch noch mit dazu. Guck mal, dahinter steht schon eine... Entschuldigung. Ja, bei Vorhut habe ich noch eine Art zu viel gelesen. Igitt. So, dann gehe ich mal auf den da hinten los. Stan sieht nicht mehr so gut aus. Okay, die Hurlock oder Hurlock Vorhut, die hat auch noch wahrscheinlich für uns. Windläufer Kriegsbemalung, ja, Leverwurst haben wir leider nicht mit dabei, genauso wie fürs Feuersteingeschirr, ja, Badabadu und so. Okay, ansonsten Licht hier nichts mehr. Dann machen wir nochmal unseren Levelaufstieg. Und zwar pumpen wir mal 2 in die Willenskraft und noch ein bisschen was in die Klugheit. Dafür brauchen wir Stufe 14. Da könnten wir jetzt auch mal den Schneesturm eigentlich nehmen, ne? Und dann wir gehen jetzt halt mal dort drauf, weil Flammenwaffen braucht an sich keine Sau wirklich. Dann können wir nämlich als nächstes mal den Feuerball wählen. Das wäre ziemlich geil. Und in Inferno ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Ja, generell die urtümlich Dinger versuche ich so gut wie möglich zu pushen. Also im Endeffekt war das jetzt ein Zwischenlevel. Wir sind jetzt Stufe 13. Stufe 14 werden wir sofort die nächste Blutmagier-Fähigkeit holen, weil die fetzt dann richtig. Und ab dann fängt die Blutmagie mal endlich an sich zu lohnen. Und dann gehen wir in der Feuerzauber einfach weiter. Kaelens Schild, ja. Die ist aus Rotstahl gefertigt, Stufe 5. Okay, plus 1 Rüstung, Chance, Distanzgeschossen auszuweichen. Eigentlich schon ziemlich geil. Aber der einzigste aus unserer Gruppe, der sowas benutzt, ist Alistair. Ja, dankens Feuer, da können wir jetzt auch nichts... Ah doch, wir können uns das angucken. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hier. Gucken wir uns das doch mal an. So, da hinten ist noch irgendwas. Da ist schon wieder die nächste Welle von Darkspawns. An... Die dunkle Brut hat alles getan, um das Lagerfeuer zu schänden, an dem Duncan Nachtwache gehalten hat. Möglicherweise, keine Ahnung. Nochmal. Möglicherweise ist die Macht dieses Mannes für sie noch immer spürbar. Ja, das könnte sehr gut möglich sein. Immerhin war sie auch nicht gerade ziemliche Gurke. Duncan war ja schon ziemliche Hausnummer eigentlich. Okay, da können wir auch noch durch. Ach, wie cool. Okay, da wird sogar extra gespeichert bei dem tollen Turm. Moment, können wir das mit dem Schlüssel oder so? Ja, natürlich. Mariks Klinge, roter Stahl. Das ist leider Langschwert. Ja, was ziemlich Gutes. Plus 6 Schaden gegen dunkle Brut, Ausdauer und Gesundheitsregie gibt es auch noch und 9,8 Schaden. Das fetzt ziemlich. Ein Bündel von Dokumenten, das vor allem aus privaten Briefen an und von König Kaelen besteht.
Okay, Kalens Dokumente lesen wir uns jetzt tatsächlich mal ausnahmsweise mal wieder durch. Zusammengerollte Notiz, entfesselt. Ich gucke jetzt mal, wo ich es finde. Nee, das scheint wohl nichts Questbezogenes zu sein. Nee. Charaktere vielleicht? Sieht aber wohl eher so aus, als würde es nur wirklich Charaktere betreffen. Ja, private Korrespondenz oder sowas. Notizen vielleicht. Ah, da sind wir ja schon. Seite 3 von 3. Ja, da möchte ich jetzt eigentlich nicht direkt anfangen mit Seite 3, um ehrlich zu sein. Correspondenzus interruptus. Gezwungenus klingus lateinus. Alter. Okay, Seite 1 und Seite 2. Gut, dann hier. An seine Majestät, König Kalen von Ferelden. Der Kommandant meiner Wächter hat mir versichert, dass wir uns einer Verderbnis gegenübersehen. Da dies uns beide bedroht, müssen wir zusammenarbeiten und sie gemeinsam bekämpfen, wenn wir nicht allesamt von ihr verschlungen werden wollen. Auch wenn die Vergangenheit unserer beiden Nationen nicht glücklich war, müssen wir sie als das sehen, was sie ist. Vergangenheit. Nun geht es um die Zukunft. Lasst uns die Zwistigkeiten unserer Väter beilegen, damit wir die Zukunft unserer beiden Länder sichern können. Oh, das hätte eigentlich mit weiblich und mit französischem Akzent sein müssen. Naja, dann der letzte Absatz. Meine Chevaliers stehen bereit, um die grauen Wächter aus Orlais nach Ferelden zu begleiten. Auf euer Wort hin wird sich die Streitmacht von Orlais auf den Weg machen, um die Truppen Fereldens zu verstärken. Hochachtungsvoll, Kaiserin Celeste I. Ein offizieller Brief von Kaiserin Selene I. von Orlais an König Kalen von Ferelden. Vielleicht soll ich gucken, was da überhaupt generell so steht. Al-Imen. Okay, ganz wie die dunkle Stimme. Euer Majestät, meine Männer werden schnellstmöglich zu euch stoßen, um eure Truppen zu verstärken. So der Erbauer will, wird diese Verderbnis beendet sein, bevor sie überhaupt begonnen hat. Kalen, als euer Onkel bitte ich euch, die Grauen Wächter nicht auf das Schlachtfeld zu begleiten. Ihr könnt es euch nicht leisten, dieses Risiko einzugehen. Ferelden kann es sich nicht leisten. Erlaubt mir euch erneut daran zu erinnern, dass ihr keinen Erben habt. Solltet ihr fallen, und allein der Gedanke daran schmerzt mich zutiefst, würde Ferelden ins Chaos stürzen. Und vielleicht gestattet ihr mir ja auch erneut, das Thema eures Erben wieder aufzugreifen, sobald dies alles vorüber ist. Obwohl ein gemeinsamer Sohn aus den Familien Terrin und McTeer Ferelden wie nie zuvor einen würde, müssen wir akzeptieren, dass es vielleicht niemals dazu kommen wird. Die Königin beginnt in Kürze ihr 30. Jahr und jeder weitere Monat, der vergeht, macht es unwahrscheinlicher, dass sie euch ein Kind schenken wird. Ich möchte euch deshalb erneut darauf hinweisen, dass möglicherweise der Zeitpunkt gekommen ist, Anora aufzugeben. Als ich dieses Thema das letzte Mal angesprochen habe, sind wir nicht in Frieden auseinandergegangen, aber seitdem ist ein ganzes Jahr vergangen, ohne dass sich etwas geändert hätte. Ich bitte euch, Neffe, bedenkt meine Worte, möge euch ein drastes Segen begleiten. Ein Brief von Al-Imen an König Kalen. Okay, das ist... Okay, wunderbar, wieder orlesianischer Dialekt. Dieser Brief wurde offenbar zerknüllt und anschließend wieder sorgfältig geglättet und gefaltet. Kalen, aufgrund der Probleme mit der dunklen Brut muss ich meinen Besuch in Ferelden leider auf unbestimmte Zeit verschieben. Ich hoffe, ihr versteht das. Die dunkle Brut hat sich einen ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, meint ihr nicht? Also lasst uns zuerst mit ihr fertig werden. Sobald das geschehen ist, können wir unsere Gespräche über eine dauerhafte Allianz zwischen Orlais und Ferelden fortsetzen. Ein Brief von Kaiserin Selene I. an König Kalen, der in einem ungewöhnlich vertrauten Ton geschrieben ist. Hoho. Ja, da hat der gute Knabe vielleicht versucht, mit Orlais doch mehr zu machen, als er so zugegeben hat. Und vielleicht hat das Logan ja auch dazu getrieben, ihn aus dem Weg zu räumen, ne? Dass er mit denen Friede schließen wollte und vielleicht auch eine Allianz schließen wollte, die Väter und Urväter in Knechtschaft gehalten haben. Aber so Männer wie Kalen braucht's, weil genau das ist die Art, wie man das angeht, aus ehemalige Feinde, Freunde und Alliierte zu machen. Damit solche dumme Kriege auch einfach aufhören. Moment, die schießen, dann werden sie gesteinfistet. Ja, ich weiß, wie das klingt, das ist schon ein bisschen eklig.
das müsste gewesen sein. Jo, Hauptsache wie ich die Tuba-Musik hört auf. Bum, bum, bum. Gut, da hat noch ein bisschen was bei sich. Ja, ein bisschen Kleegeld, Spannhandschuhe verstärkt. Ja gut, das wäre jetzt für unser Bogenschütze natürlich optimal. Die haben wir allerdings nie dabei. Schade, hier scheint es wirklich Großschwert oder ähnlich tolle Sache zu geben. Was für unseren Krieger hier jetzt geeignet wäre. Naja, vielleicht bringt uns noch Kaylens Rüstung was. Die sieht halt auch schon geil aus. Was macht hier große... hoppla. Was macht hier große Flügelgeräusche? Die haben nur keinen Drache mitgebracht. Der Erzdämon ist doch hoffentlich nicht bei, ne? Morrigan. Emul Heiler. Then finish. I shall do it. Okay. Anna existiert hier noch. Ja, hier macht's komische Drachegeräusche. Ich weiß nicht, was ich davor halten soll, weil, wenn bei der Darkspawn irgendwas Dracheartiges im größeren Bereich rumlungert, dann kann das ja eigentlich nur der Erzdämon sein. Also im Prinzip ein alter, ein hoher Drache, der von der Darkspawn korrumpiert wird. Das ist an sich der Erzdämon. Ein alter Drache, und zwar ein so alter, hoher Drache, dass es schon einer von der alten T-Wintergötter ist, der korrumpiert wird. Von der Darkspawn. Dann mach du mal bitte. Versuch du mal bitte dein Glück. Perhaps I could have a try at that. Ja, hat sogar geklappt. Ja, wie gesagt, deswegen, es macht mir ein bisschen Sorge, dass wir hier vorschnell auf den Erzdämon treffen. Das wäre natürlich nicht so doller. Hoffen wir mal, dass es nicht der Fall ist und dass es einfach nur ein Drache ist, der im Zuge der ganzen Geschichte hier mit der dunklen Brut unterwegs war und in ihrem Hinterland ein bisschen aufräumt und sich ein bisschen hier an Kadaver und Zeug delektiert. So, dann war noch der Weg offen, Richtung der Turm von Schlag mich tot. So. Jetzt sollten wir hier vielleicht nur beim... es steht ja auch noch, ja, der Turm von Schlag mich tot, Ishal war es, glaube ich. Gott, ist der groß. So groß kam der mir gar nicht vor im Tutorial. Naja, da ohne ist das eigentliche Schlachtfeld, ne? Da ohne liegt eigentlich Kaylens Leichnam. Den hätten sie wohl hochgeholt, den Leichnam. Okay, du nekromantischer, grottenhässlicher Butzenickel, jetzt geht's ordentlich auf die Schniss. Dieser Genlock scheint ja wohl ein Nekromant zu sein. Und wie sie den König hier drapierten, ist schon ziemlich würdelos und ekelhaft. Es wundert mich allerdings, dass sein Leichnam noch so gut erhalten ist, wobei das jetzt halt schon ein paar Wochen hier ist. Wird wohl an der Kälte einfach liegen, dass er noch nicht so stark verrottet ist, ne? Okay, dann erstmal die aus dem Rücken fernhalten. Was zur Hölle war das bitte? So, halt den Gauler.
So, das war doch mal nicht schlecht. Morrigan ist gerade ziemlich wehrlos. Geh doch mal bitte Dohi zu uns in Sicherheit, ja? Wenn es irgendwie beliebt. So, dann heil dich erst einmal, ganz wichtig. Ah, da ist noch ein Skelettmagier. Halte mal das. Ja, stimmt, die waren ja immun gegen so einen Scheiß. Schick, dann können wir jetzt noch ein bisschen flattern gehen. Ja, das war jetzt einfach nur die erste Truppe. Ich denke, wenn wir hier mit dem anderen Butzenickel-Nekromant fertig sind, dann kümmern wir uns hier um den Kadaverkönig hier. Im Moment kannst du nichts für den König tun. Sobald das Gebiet von dunkler Brut gesäubert ist, wirst du genug Zeit haben, dich angemessen um seine sterblichen Überreste zu kümmern. Ja, das dachte ich mir schon. Derzeit geht halt nicht so viel, wenn wir Darkspawn im Nacken haben. Aber darum kümmern wir uns die Episode und vielleicht auch sogar noch nächste Episode rum, je nachdem wie lang das noch geht. Aber diese Sidequest aus dem Exklusivpaket sind jetzt nicht gerade so Mini-Dinger, jetzt außer Honleith. Das ging ziemlich schnell. Invigorating that was. Darkspawn! Ja, Darkspawn, in der Tat. Dann... Back! Da gammelt aber sehr viel rum von denner. Ich glaube, der Turm von Ishal ist... Ja, der ist gesperrt. Sieht zumindest so aus. Wir gucken später nochmal nach. So, komm schon. Heilt doch mal bitte das Seppel. Begin the onslaught! Hier, du hast hier welche eine Balliste. Git. It is begun. Autsch, aua. Schrottwege da. Und auch noch in die Falle reingelatscht. Warte mal. Haben wir gleich. It is begun. Aha, Hurlock-Stratege. It's your time to die! So, hauen wir dich dann mal um, du Stratege. Guter Finisher von Stan. So, der hat noch Kalens Handschuhe aus rotem Stahl. Plus 15 kritischer Schaden, Schaden durch heldige Angriffe. Nur mal so ganz nebenbei, einfach mal gucken, ob das ihm mehr bringt. Nee, die sind tatsächlich schlechter als die Moloch-Plattenhandschuhe. Schauen wir mal, was der Recht bringt von seiner Rüstung. Habe ich ja gar nicht gesehen, dass das Seppel da noch kämpft. So, dann sammeln wir noch Ei, was die bei sich hin. Die wiechte Kerl. Very well. So. Okay, da ist noch irgendwie Kram, ne? Dann können wir uns auch noch unter den Nagel reißen. Aber es sieht ganz so aus, als hätte die dunkle Brut hier
wohl eine Art Lager aufgeschlagen. Es sind nicht besonders viele hier, also großes Hauptlager von der Armee ist es nicht. Die Haupthorde scheint sich ja wohl in Bewegung gesetzt zu haben, wie es aussieht. Aber es sollte nicht unerschätzt werden, dass es sich hier wahrscheinlich um eins von vielen Lager mittlerweile in dem Gebiet, was sie erobert haben, um Lager von der Dunkle Brut handelt. Und auch noch ein strategisch ziemlich gutes Gebiet eigentlich. Man kann das entschärfen. Sieht so aus. Das hat er wohl auch, ja. Ja, sieht doch gut aus. Okay, dann konnten wir doch noch ein bisschen was abgrasen und da ging es noch irgendwo weiter, ne? Genau, da waren auch noch so ein paar Säcke, Kiste und Kruscht. So, dann können wir nochmal später, wenn wir hier durch sind, beim Turm von Ishal nochmal reingucken, sofern der noch offen steht. Weil an sich ist der Turm von Ishal meiner Meinung nach so ziemlich die beste Art, sich hier zu verbarrikadieren, beziehungsweise hier eine Art Stützpunkte einzulegen. Alles andere ist ja nur das, was draußen rumschwirrt, und da Winter ist, schwirrt und patrouilliert wahrscheinlich nicht allzu viel Darkspawn hier durch die Gegend. Oder zumindest das, was ich so vermute. Wenn die sind zwar große Horde, aber die sind jetzt auch nicht vollkommen schwachsinnig. Ein bisschen Strategie können sie ja auch noch. Weltkarte. Okay, wir haben ja noch nicht alles. As you say. Genau, Arsch sagst du. Die Armbrust können wir uns derzeit nicht mehr reinholen ins Gepäck. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen Schrott loswerden. Warte mal. So, Säureflächen braucht keine Sau. Genauso wie die Säurebeschichtung. Dämonengift klingt mal gut, aber ja. Komm, den ganzen Schampel, den kannst du eigentlich fortschmeißen. Genauso wie hier schwacher Geisterbalsam, schwacher Wärmebalsam, Natursalbe. Braucht keine Sau, so ein Scheiß. So. Ja, so Zeug, das kannst du gut verkaufen, ne? Und 2 Goldmünze. Joink, das nehmen wir auf jeden Fall nur mit. So, aber durch sind wir trotzdem noch nicht hier. Sieht auch so aus, als wäre der Turm von Ishal nach wie vor frei. Ich befürchte allerdings, dass wir den heute noch nicht ganz fertig kriegen. Feuerpfeile wieder, cool. Die lassen sich gut verkaufen. Glücklicherweise haben die Dinger nämlich einen Einzelstückpreis. Ja, wie ich mir's gedacht habe, die haben sich wohl im Turm verbarrikadiert. Und haben hier vorne dran alles kurz und gleichschlager. Und denn ihren Chef scheint wohl irgendwie der Nekromant zu sein, der Genlo. Morrigan, bitte im Heiler. Das war ordentlich. So. Ja, wie gesagt, in 2 Minuten werden wir jetzt wahrscheinlich den Turm von Ishal Nimi schaffen. Aber ich finde es ziemlich cool, dass ja so ziemlich jedes Gebiet in Ostagar eigentlich nochmal frei zugänglich ist. Angefangen vom Lager über den Bereich beim Turm von Ishal, der Turm selber nochmal der Außenbereich. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir in den Turm nochmal selber reingehen müssen. Aber das werden wir ja gleich sehen, ob wir da nochmal reingehen müssen. Wenn ja, dann wird da wahrscheinlich der Hauptanteil an Darkspawn sitzen. Das, was draußen patrouilliert, ist halt einfach nur das dumme Fußvolk mit ein paar Offiziere, wie diesem Gesandte hier und der Vorhut und Schlag mich tot, der Schmied war das, was das glaube ich noch war in der letzten Episode. General sogar, ui, okay, das ist sogar was Größeres mal. Gucken, dass wir der General hier gekappt kriegen. Nee, da macht er nur lustige Geräusche. Okay, ein Schock. Und Morrigan, ich könnte eine Heilung gebrauchen. Autsch. Kurz
sofort tot. Als Magier sollte ich nicht so in den Nahkampf. So, dann hau mal um. Morrigan, bitte einmal auf mich noch einmal. Was ist denn das? Kreischer. Ih. Sind das korrumpierte Werwölfe oder? Ih, für Teufel. Was die für Geräusche machen. Bäh. You got blood on me. I hate that. Gut, dann scheint es wohl zu sein, dass wir hier tatsächlich in den Turm reingehen können, ne? Bäh. It is begun. Teufel, Kreischer. It shall be done. Dann war bei dem General noch was. Schauen wir doch mal. Flussspart hätten wir hier nochmal. Und der Herr General hat Kalens Brustpanzer bei sich. Der macht plus 1 Rüstung, plus 15 körperliche Widerstandskraft. Naja, so toll ist der jetzt auch nicht. Halte mal der Gaul an. So, mal im Vergleich zu deinem Moloch-Gedöns. Kalens Beinschienen. Ja, die sind alle gerade so wirklich besser, die Dinger. Angriff, Ausweiche, Kalens Brustpanzer. Nee, das ist nicht wirklich besser, das Zeug. Schade. Sehr, sehr schade eigentlich. Ich habe eigentlich gehofft, dass das jetzt wirklich so richtiges Deluxe-Ding wäre. Allerdings sieht die Rüstung ziemlich geil aus. Also, da können wir auf jeden Fall damit rechnen, dass die geil aussieht. Aber jetzt so ganz besonders toll von ihrer Werte leider weit gefehlt. Na gut, dann würde ich aber sagen, nachdem wir jetzt hier das ganze Gebiet ordentlich ausgerahmt haben, dass ich hier meinen Cut mache und speichere. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann geht's wieder in der Turm von Ishal. Iron Yankee.